Bonjour, die Damen und die Herren. Heute Morgen hat man eng Rede am Europäischen Parlament vom Herrn Präsident Zelensky, den über Video beigeschaltet war, an die Rede heute gehalten zur Gelegenheit vom 1000. Tag hinter dem Anfang vom Krieg an der Ukraine, den 24. Februar 2022. Die Rede von sich nichts Neues und hat weiter insistiert auf seinen Friedensvorschlag, den sich darüber besteht, dass Russland sich nicht ganz aus der Ukraine zurückzieht. Und dann hat uns gefragt, wie das weiter zu unterstützen, mit Zuen, mit Waffen, mit Sanktionen. Mir ist das ein ganz unrealistischer Approach, der auch kein gelebt wirklich, die zwar politisch gefordert wird, aber nicht realistisch ist und dafür auch von den meisten Politikern, soweit ich das kann beurteilen, am Westen noch wirklich nicht richtig gedroht wird. Die Reaktionen von den Parteien hier im Europaparlament waren noch ganz ähnlich. Ganz viele Deklarationen, ganz viel Unterstützung für die Ukraine. Aber aus sich sind Hauptforderungen, zum Beispiel von der Europäischen Volkspartei gewesen, dass die Ukraine Member in der NATO gehen, was auch komplett unrealistisch ist, weil eben eine von den Hauptkriegsursachen die ist, dass eben die Russen nicht akzeptieren, dass die Ukraine Member in der NATO gehen. Wenn also die Ukraine den Krieg überlebt, dann muss sie neutral sein. Aus demselben Grund als der Beitritt von der Ukraine und der Europäischen Union immer mehr unwahrscheinlich. Die Europäische Union ist dabei, sich zu militarisieren, an ein bisschen eine zweite Verteidigungsallianz zu gehen, ein bisschen eine zweite NATO in Europa. Und dadurch wird es doch ganz schwer möglich sein, dass die Ukraine eines Tages Member in der Europäischen Union gehen. Auch da muss sie Zwischenlösungen sichern. Was für uns aber auch interessant ist, als dass wir als ADR von Anfang an gesagt hatten, wir brauchen eine diplomatische Lösung, eine realistische Lösung, eine friedliche Lösung, an Platz den Krieg, dem in der Zwischenzeit Hunderttausende von Leute zum Opfer gefallen sind, gestorben sind, verletzt sind oder auch sich an Ausland refugiert haben, die viel an der Europäischen Union, auch in Lützeburg, andere an Russland. Das ist ein Land, das ökonomisch auch zerstört ist, wo wir, wenn es endlich rüber ist, auch sollen einen Effort machen, für dem Land zu helfen, es neu aufzubauen, an den Leuten an der Ukraine eine neue Perspektive zu geben, auch eine ökonomische Perspektive gibt, dass die vielleicht dann nicht daran besteht, dass das Land Member der Europäischen Union gehen. Das ist aber eine Herausforderung für uns. Und ich persönlich muss ich sagen, dass ich froh bin, dass der ADR von Anfang an für eine friedliche Lösung plädiert hat, weil schlussendlich den allerbesten Weg war, dass man von anderen Parteien in der Chambre dafür ganz stark kritisiert wird. Ich sage vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit und bis geschwind.